Dort angekommen, spannt er seine Hängematte zwischen Balkongeländer und Türfallen und macht sich's gemütlich. Dann gläuselt er rein. Genau wie er sich das vorgestellt hat, ist der kleine Tim im Pyjama unter dem Weihnachtsbaum am Outölen. Seine Mami und sein Papi schlafen schon lange tief und fest in ihrem Bett und merken von dem allem nichts. Natürlich gehörte der Tim auch ins Bett. Aber er ist doch vorhin erwacht. Und da ist ihm in den Sinn gekommen, dass es seinem neuen Auto, das er im Päckchen hatte, sicher auch stinklangweilig ist. Also alleine. Weil er das unter dem Weihnachtsbaum in der Stube parkiert hatte, ist er gerade dort geblieben zum Spielen. Brrrr, ist er am Motoren. Zuerst noch ziemlich laut, dann immer leislicher. Bis ihm das Benzin, also ändert die Luft natürlich, ausgeht und er gerade direkt unter dem Baum einpfuset. In seinem Traum spielt er nicht nur mit einem Auto. Nein, plötzlich sind 2, 3, 4 und mehr Autos herum. Aber die sehen ja ganz anders aus, als das, was er vom Grossi bekommen hat. Aha, die sind aus Holz. Und so lustig angemalt sind sie auch. Grün mit orangigen Töpfchen drauf, rot mit schwarzen Streifen auf der Seite. Einfach in den verschiedensten Farben und Mustern stehen die da. Der Tim hat in seinem Traum unter dem Weihnachtsbaum so viel zu tun, dass er heute seinen Freunden im Quartier geht rufen, dass sie helfen spielen. Sogar der Bub, der neu hergezügelt ist, darf zum Tim auch tölen. Wow, so viele Kinder und so viele Autos. Hey, und da ist ja sogar noch seine kleine Nachbarin mit dem Playmobil-Töckeli in der Hand. Aha, sie ist die Verkehrspolizistin. Als der Tim am frühen Morgen die Augen aufschlägt, sieht er seine Eltern besorgt vor sich. Der Papi grüppelt bei ihm am Boden und die Mami streicht ihm das Haar aus dem verschwitzten Gesicht. «Nee, ich bin sicher nicht krank, glaub mir's, Mami. Ich habe nur ganz viel gearbeitet im Traum», windet sich der Tim unter der Hand von Mami fort und kumpelt auf. Er hat fast keine Zeit, das Sandmännchen aus den Augen zu reiben, verschwiegen des Morgen zu verdrücken. So viel hat er zu erzählen. Vor Begeisterung leuchten seine Augen. «Papi, Papi, Holzauto hatte ich. Ganz, ganz viel!» Der Engel Fridolin, der immer noch auf dem Balkon ist, packt seine Hängematte ein und höckelt für das Jahr noch ein letztes Mal auf ein Fenstersims bei Tims Familie.